So, das nächste Spiel ist gegen Vitesse, oder wie spricht man das aus? Das Mal sind Niederländer. Wir wollen jetzt erst einmal auf die Tabelle schauen in der Premier League. Heute, genau. Oh, Arsenal London ist schlechter, Chelsea genauso. Nur Platz 10 für Chelsea. Arsenal auf Platz 13. Reading ist letzter. So, bei Torjäger mischen wir auch schon vorne mit. Gut, Europa League, da haben wir jetzt, glaube ich, 2 Spiele gehabt. Genau, also können wir mit einem Sieg gegen Vitesse, können wir uns die gleich mal vom Hals halten. So, die spielen am besten im... Ist das grau? Immer schon, dass es grau ist. Wir spielen dafür in grün. So. Dann wird nämlich Coloccini wieder fit. Und wir hätten wieder einen fitten Außenverteidiger. Oder Innenverteidiger, besser gesagt. Oscar ist auch wieder fit, den nehmen wir mit. Santon nicht in Topform, aber den können wir spielen lassen eigentlich. Gut, starten wir ins dritte Gruppenspiel in der Europa League. Bisher haben wir einen Sieg, eine Niederlage. Und jetzt wollen wir natürlich unsere Siegesserie ausbauen. Anstoß zum dritten Spiel. Einwurf für uns. Ronaldo. Ja, Leute, da ist schon 1-0 für Newcastle United. Also Traumstart für Newcastle. Ja, so kann es weitergehen. Aber gut, das Spiel ist noch nicht vorbei, also wir müssen das noch überleben irgendwie. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. So, erster Torschussversuch von Vitesse durch Wilfried. Ronaldo wieder. Nächste Torstand durch Benafa. Ecke. Und der war ganz knapp. Er wird nämlich links unten flach eingegangen. Abschlag. Wilfried wieder. War aber nix. So, der Torschütze Ronaldo. Benafa kriegt nicht eine. Ja, da war Ronaldo knapp im Abseits.
Vorsicht. Und der war gar nicht so schlecht geschossen. Ecke. Oh, den Barbach. Da hat er den Ball nicht vorbeigebracht. Konter. Kallas mit der nächsten Torchance. Also Vitesse ist langsam wach geworden. Und übt jetzt mehr Druck aus auf unser Tor. So, Schussversuch abgeblockt und es gibt Ecke, die zweite für uns. So, Ball ist geklärt. Wilfried wieder. Ja, Traumpass. Traumpass von Gutierrez. Und Ronaldo spitzelt sie da durch die Abwehr. Und macht sein zweites Tor. Also 2-0 für Newcastle United. Ja, langsam schaut es auch gelaufen aus. War zwar kein Traumtor, aber das ist letztendlich egal. 2-0 für mich. Und das ist natürlich ganz gut. Van Ginkel. Der gibt einen Freistoß. Und der Gaby gegen Coloccini. Ja, der hat den da umgesäbelt. So, Vorsicht. Ja, und da ist der Anschlusstreffer. Und zwar durch. Oh, wie heißt der? Zioma. Wie auch immer der zum Aussprechen ist der Name. Ja, Vitesse kann auch was. Es steht nur 2-1. Gut, das ist bei uns aber irgendwie eh klar, dass wir ein Gegentor kriegen. Ich glaube, zu 0 haben wir noch nicht aufgespielt. Ben Arfa bleibt Hänger. Ryan Taylor. War das Abseits? Nein. Jetzt hätte ich gemeint, der hätte Abseits pfiffer. Also ist das Spiel vielleicht noch nicht ganz klaffer. Da haben wir uns etwas zu früh gefreut. Aber wir können immer noch nachlegen. Und bei Nafa. Ronaldo läuft. In der Mitte Dembaba. Aber wir spielen. Ich glaube, Caballé war es. Und er macht sein erstes Tor in der Europa League und es steht 3-1 wieder. Also 2 Tore Vorsprung wieder. Und das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht.
So, also neuer Spielstand. 3-1 für Newcastle. Vitesse liegt wieder mit 2 Toren hinten. Und wenn wir das Spiel natürlich gewinnen, haben wir schon mit 3 Punkte Vorsprung in der Tabelle vor denen. Und können Sporting Lissabon auf die Pelle rücken. So, jetzt wird der Schiedsrichter gleich abpfeifen zur Halbzeit. Und so ist es auch. Also 3-1 zur Halbzeit. Wir haben es richtig gut präsentiert. Und haben unsere Chancen genutzt. Gut, wollen wir denn auswechseln? Eigentlich hätten wir keinen Bedarf dazu. Quixote war so ziemlich unbeteiligt an der ganzen Sache. Der war überhaupt nicht zum Singen. Vielleicht damit den aussehen. Und dann noch einen offensiven Mann rein. Und zwar ein Oscar. Dann bleibt Caballé weiter hinten. Ja, vielleicht können wir noch das eine oder andere Tor schießen. Ist natürlich gut für die Statistik. Falls wir irgendwie ja, torgleich sind oder punktgleich, wie gesagt, und dann das bessere Torverhältnis zählt. Einwurf für Vitesse. Wahrscheinlich werde ich den Namen total verkehrt aussprechen. Aber mit den Niederländern beschäftigt man sich ja eher wenig. Oscar, der offensive Mittelfeldmann. Ja, der war nicht so gut. Aber macht nichts. Abstoß. Das war kein Abseits. Au, Pfosten von dem Baba. Das wird fast das 4 uns gewinnen. 9:6 Torschüsse von uns. So, Rückpass zu Krul, dem niederländischen Keeper. Oha. Das war natürlich nicht so gut. Weg damit. Bevor es ein Unglück gibt. Demba Bala verliert allerdings einen Zweikampf, oder? Na, gewinnt noch. Und es gibt Ecke. Ich glaube die dritte. Fahren Anholt. Den haben wir gestoppt. Und es geht wieder nicht in die andere Richtung. Und Krul klärt zur zweiten Ecken. Knapp übers Tor. Aber gut, war abseits. Hätte sowieso nicht gezählt. Oh, was war denn das für ein Abschlag? Jetzt haben nämlich die anderen schon wieder. So, Gutierrez über links. Ja, in dem Spiel gibt es nicht ganz so viele Eigentore. Es war
Zuletzt, wo ich Pro Evolution sogar 2011 gezockt habe, da war das oft, dass der Eigentor gefallen ist. Das ist bei dem nicht mehr so der Fall. Was natürlich gut ist. Weil man möchte schließlich sein Tor selber schießen. Und nicht, was sie geschenkt haben. So, wir haben Zeit, es läuft uns überhaupt nichts davor. Wir können da ruhig ein bisschen Mann spielen. Ja, das war abseits von Ben Arfa. So, wie schaut es denn aus? Wollen wir denn jetzt wechseln? Wir können noch mal Simpson bringen für Santon, der ist ja nicht fit. Und wir könnten Demba Ba außer Tor und Cissé bringen. Und damit hätten wir unser Wechselkontinent ausgenutzt. Was relativ selten ist. Wir wechseln nicht immer 3 Mann aus. So, Gutierrez. Oh, da ist schon der neue Mann. Cissé, aber kann den Ball nicht halten. Gibt erst einmal Einwurf. Simpson. War Fehlpass. Das war allerdings auch Fehlpass. Vorsicht. Gut, bisher haben wir allerdings aber lauter kleine Mannschaften geschlagen. Wir haben noch nicht irgendwie die großen Mannschaften geschlagen, aber die kennen wir noch. So, das war wahrscheinlich doch Oscar. Gegen Manchester City haben wir zum Beispiel verloren. Gegen Liverpool nur unentschieden gespielt. Ja, das war nochmal Oscar. Der macht sein erstes Tor. 4-1. Das ist ein toller Sieg. Aber wie gesagt, nur gegen einen kleinen Gegner. Der Trainer ist auch zufrieden. Der perfekte Arbeitstag. Dann hat er flach rechts unten reingehauen. Also nochmal Anstoß für Vitesse. So, es gibt 0 Minuten Nachspielzeit. Brauchen wir keine. Und der Schiedsrichter pfeift ab. Also, Newcastle gewinnt mit 4:1 gegen Vitesse und hat jetzt 6 Punkte in der Europa League. Das ist natürlich super. 3 Punkte Vorsprung vor die anderen 2. Sporting Lissabon hat auch gewonnen. Also die haben 3 Spiele, 3 Siege. Das ist zum Beispiel auch ein relativ großer Gegner. Gegen die haben wir ja auch verloren. Ja, bisher stehen wir gar nicht so schlecht da.